Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Kamei, die Luxburgs Finest Metal Podcast von Gilles Pitz. Moin, Gilles. Moin, Dude. Wer ist es? Wunderbar. Mal wunderprecht. Wunderbar. Auf diesem wunderschönen, verregneten Samstagmorgen. Bei mir schenkt Sonne. Ja, das ist der Unterschied zwischen dem warmen Lützeburger Süden und dem kalten Lützeburger Norden. Das war. An aber Distanz hindert uns nicht drin, uns zu connecten. Genau. Internet sei Dank. Internet sei Dank. So mehr. Wir sind heute hier. Wir machen eine Uncovered-Serie. Wow. Wir gedachten, geht darum Zeit dafür. Und wir haben eine Band geholt, die uns wie auch um Herzen ein bisschen leid, so, die sich durchgehend auch immer gut waren. Absolut. Und zwar Schwarzbach von Borknagar, der norwegischer Black Viking, progressiver Black Viking Metal Band. Ja, Borknagar gibt es schon ein gut Zeitchen. Ja, und ich meine, das aber auch von denen nehmen, wenn ihr die norwegische Szene am Allgemeinen guckt, wo ein bisschen so geht, vergisst nicht geraten, und dann droppen sie eben auch wie gerade rezent ein neues Album, und dann so, ja, stimmt, die gibt es die auch noch. Sie sind noch da, und sie sind noch mächtig. Genau. Und so guckst du, ja, die auch damals für sich 95 zusammengesetzt und gegründet haben, weil das von so ein bisschen so ein All-Star-Supergroup gewirkt, das ist schon norwegische Black Metal-Szene. Das Membern aus Gogoroth, aus Immortal, an Enslaved, an Ulver, an Arcturus, war so Mischmasch gewirkt von verschiedenen Bandmembern, die sich da zusammengetan haben. Ja. Und, ja. Ja, also zu dem Zeitpunkt waren all die Bands, wo die Pit natürlich schon genannt hat, das waren kein Niem mehr, wenn du Haut guckst, das sind nur matt. Also Schatten, die aber auch schon kleine Nummern, das man zumindest so an der 10. Ja, okay. An der 10 zumindest, an der 10 zumindest, ja, das stimmt. Ja, das war für allem, also, soll mal, den Moment, wo ich Borknagar entdeckt habe, ich meine, nach meinen Zarten, keine Ahnung, wie alles da war, zu jung für es zu verstehen, definitiv. Ja. War es ein bisschen zu, es soll mal einfach lusch, also Borknagar als nicht verschieden, das kannst du aber so, eben gerade die wirklich vielleicht progressivsten Metal-Band aus Norwegen, am Vergleich, was sonst noch aus Norwegen könnt, sind sie immer eng einer Spur gefuhr wie bei all anderen. Ja. Obwohl sie aber auch immer gerne mit Enslaved vergleicht gehen, weil sie allen zwei so den der Viking Metal machen, allen zwei auch besser Corgi sind an der Wege. So, ne? Das stimmt schon. Und Menge froh, keine Ahnung, so, ich meine, du mengen Spaß nach sogar mehr an die Band do raggefall wie ich zum Beispiel. Was ist für dich den typischen Trademark, was du siehst, wow, das ist genau das, was ich mir von hinten erwarte, weil sie hier wirklich ein spezifischer Sound und auch dann natürlich eine spezielle Lyrik, das ist mega philosophisch, das ist mega naturorientiert und jeweils kosmisch, so ein mal geil. Und was bedeutet die Band do? Nur wenn er just persönlich gut. Ich fand, was sie immens ausbricht, das ist von allem die Atmosphäre. Das ist einfach die Atmosphäre, du fühlst dich direkt so verbunden, wie du siehst, mit der Natur. Von allem ein bisschen mehr mit der nordischen Mythologie, mit der nordischen Natur, mit Busch, mit Kehls, mit Wander. Und das ist aber auch das ist nicht unbedingt der kalt Sound, das ist schon echt ein warmes Sound. Aber es passt so gut, dass das harmonisch, da ist ganz viel Harmonie dran. Und, ja. Und den interessanten Teil, das ist dann natürlich auf eine später Diskografie hinzugreifen. Ich meine, sie hatten auch ganz viel Bandmember wie es. Wenn ihr guckt, es schwätzt wahrscheinlich für alles zwei, die Alben Eis ein bisschen überrascht haben. Unter anderem, weil auch bald jeder an der Gruppe mega gut sagen kann.
Ob et harsh ass, ob et mega clean, ich finde so ein High Pitch, aber High Range wirklich Vocals kaliveren und dat sind die 3 Mengen schlecht Alben, also Winter Thrice, True North, Nebel Fall, dat lo das du rauskommmerst, dat siehst du die Alben, wo Schmenge für die Band schwätzen, dass das so das Statement für die Band, also die ganze Ideologie von der Band sticht an denen 3 Alben, auch wenn die 4 Drunden nicht lo schlecht waren, mehr das war so ja dann nicht ausgereift. Auch wenn nicht über 20 Jahre sind. Ja, voilà, ja. Ich hatte Band doch relativ spät kennengelernt. Ich hatte recht 2016 mit Winter Twice kennengelernt, muss ich ehrlich zugeben. Und habe ich mich ein bisschen noch so ein bisschen an die alten Sachen rangelauscht gehabt. Ich muss auch sagen, hier am allerersten Debütalbum, das Self-Titled Borknagar-Album, das ist auch mega geil. Aber das ist knuschigen Viking Black Metal geil. Das ist richtig, das ist ein fiesen Album so. Ja. Aber das ist auch geil. Ja, du sind wir auch an der Zeit, ich meine, wie viele Alben haben sie, wenn ich noch richtig gezählt habe, also wir sind bei 12, meine ich. Ja. Plus minus 96, da sind wir noch immer an der famoser zweiter Black Metal Welt, wo an Norwegen do zu Sterne kommen, wo natürlich dann auch die Influenzen dementsprechend sind. Und ich meine, ich hatte schon für ein bisschen geschwadelt, weil mal abgeholt. Der Olden Domain, den Album, wo du noch kommst, hat keinten Mengen anlo so ein Album sinn, den hat keinten déi bisse mi krasse Kat, wo nur der zweter Black Metal fast kom as an Norwegen. hat kete so den Album sinn, wo hat keinten e Statement ginn fir voilà, so kann Black Metal och klingen. Also mist och Black Metal eben am Joar bald bei der 2000er werden klingen. Ja. Ja, ich mein, so zufrieden dummels war raus ja dat zuré noch später Alben keine Ahnung lo schon so ehrlich gut net alle gute gelehrt hat ge also ich schon echt da an der Fong mega zufall wie ich überhaupt op die Band do gefallen sinn schon 4 Joren lang also Tier gowe zu Ash für die Leute bei noch kennen zu Ash gowet a Rip-off CD-Boutique beim Palais den du just Palais hat du war dat waren ich mein dieselbechte Owners an do sinn stand immer mei Stoffkaffee CD an do sinn schon eng Band gefallen vu mat de Logo mega gut gefallen den schmengen worüber hummer schon geschwar han du Logo so iwwerzeich dat du dat is du kann mir gut sinn an da sinn ich op ein Album gefallen vun Winter Sock wo Visions of the Spiral Generator geheescht huet an du wo net das den Mr. Wintersorg also Mr. V Andreas Hedlund das den zu dem Zeitpunkt auch bei Borknagar erwewe an prinzipiell nicht ganz Wintersorg gezogen was du hatten an dat war also schmenge wann Borknagar progressiv war dann als Wintersorg nach 10 mal méi weird an progressiv wie dat Borknagar dem Moment gemacht huet. Ich mal gedacht, gehst mal gucken, was diese man. Und du sind ich auf ein Album gefallen, eben, ja, das war Quintessence an Origin. 2 komplett opposite Records, gell. Den einen als halt absolut Black Metal, Paganism orientiert, den anderen als pur akustisch, pur folklorisch, echt. Ja. Da war nice, also auch ein anderes Statement für sie, dass sie auch so etwas können machen und dass es kann mega gut klingen. Ne? Und auch am Jahr 2024 noch immer voll Valeur hat, gell, für die Band. Gell? Ja. Das ist auch den Album, was nicht unbedingt den beleeftesten von der Band, weil da nicht so viel man da können aufhängen, weil ich dann aber mehr ich fand aber interessant das gewot für ein Band so bis zu machen das immer gewot aber das aber dat lauscht sich aber gut ne wir hatten ja auch an dieser List von favorite Singers hatte ich auch den Winter Sock genannt weil ich fand hinaus zum an der 10 an der Black Metal 10 Black Metal will nennen als von den besten Sängern überhaupt ne Ja, dann war hier an Telelo die Lächt Addition mal zu Borknagar
den Icy Vortex war hier war ganz am Ufang dabei ja also, ja so die 2000er Mengen schmengen doch van hin noch op de olden Domain notieren oder just du no as hier beikom irgendwie so es an Ja, Icy das Vortex kann sein, war ja jurelang bei Dimo Borge täte Jean an den später hin Rëm bei Borg Nagar an du den awer net unbedingt immer gesungen also war kann schon immer gefiel gehabt dass se stimmen also recht ziemlich spät wirklich so ab Urt kannst du so wo se stimmen bis méi zum Vierschein so als ich fand so Frontman mir as mittlerweile fan den hast den Image lief dem Gitarrist gell ja da kann ich schon so ja also nie dem Weg in den östen Brunmengen Geschichten den Liedgitarrist den seit Ufang Gun vorbei als wo Jan noch die Band gegründet huet ja ich mein, das ähnlich OG Member noch. ja an eben den Icy Vortex mir war weil wirklich dass ihr fortgegangen das kann in der net so mit das viel zu viel Detail an den Icy Doch hier Vortex ein, wird halt so eng keine Ahnung wie ich wissen wie eng stimmt kannst beschreiben mir das sind noch net viel die dat mache wat hier mischt ja ich weiß nicht. das net clean das net harsh das aber auch ja aber also das ja ich fand der Woche hier den lochelschen mega lang dabei als hier Keyboarder den Lazar den von greisten Deels clean Vocals mcht ge ja ich fand den hat so eng gut Stimme ge ja also zum Mulz op den letzten 2 Album op Tour an voll geschäftlich gut clean Gesang mcht zum Beispiel das so gut so proper so wunderschön ge als immens talentierten Dude ge ja ich kann mich lo erinnern das war net lang hier gell wéi Winterfries annoncéiert gin ass so hast auch dat Lied Winterfries wo's einfach fënne vunner Sche Männer an engem hölzen Raum gesäit sitzen Nagiin singt sech Zeil aus dem Live an der Bas ja das ist so das ja tut auch so eng Viking Atmosphäre einfach Ja. also den Männergesang so Männerchor Ja. das einfach geil aber wie kann so viel Talent an engem Raum existieren in dats de Raum fängt mat brennen gell ja das ist schon dekadent Und da was die Band trotzdem noch underrated so. ja also krennt so immer gut Ratings dat muss ich schon so also Ja, das stimmt, ja. de letzten Album lo fall de lo für wat das lo pur Wochen rauskommen Wochen ja zumindest zu dem Zeitpunkt wo man der Teil opholen so also méchens van Seppes releasen dann ass immer full score gell 10 von 10 méchens gell weil et Und zurecht. eben zurecht a weil et eben noch so net App es fir den alldach ass och van dat vielleicht fir alles de Fall ass méi das definitiv neicht wo ich lo ging engem so hey du hast noch nie App es vu Metal oder vun Viking Metal heieren hey lauscht dat tote den dat fährt keine sau verstohlen okay? Ja, das kennt eben das am auch die Markt. Form Ja nee mit das auch die Form von Viking Metal die ich am liebsten hören die ist richtig so dem ganzen Thema serieux widmen und das ganz Ja. stellen und so wie auch Enslaved Genau. das ja auch so, das fand ich Genau, auch, genau. Mega geil und die später Bathory Albumen und so geil das waren so die 3 Peak of Viking Metal Bands so nicht ein bisschen schon aber du fällt mal nach an wo mat der euch auch an dieselbe Zeit konfrontiert gesinn wie ich habe den Term Viking Metal für dich gehören weil Tierfing woraus Ah, ja. den Norwegen oder Schweden schießen mir und dat war mal zuviel Louis für die Zeit dat war man net rhythmisch genug oder net eben grad progressiv genug man natürlich lo ging Sport na gar mat ennger schon sovi du genannt man ennger Band wie Amen Marv vergleichen so Amen Marv das ein Image das méchens dat Image weste vun Viking oder Paganism am Kap is so mega groß Schulter mega Bart dann voilà, ja wird Wikinger gematcht, Chef gell. auf der Bühne dann ja Voilà. Axten und Schlacht gelaufen und so Mit den kennen die ganz das spirituell voilà, genau dat de ganze spirituellen Aspekt vum
Paganism an von der Viking Philosophie sommer mal so die geht ein bisschen verloren. Ich meine, da sind sie einfach Kings von dem Genre nicht enslaved. Kannst du wirklich nicht, also kannst du nicht allen zwei auf verschiedene Podium setzen. Ich meine, die zwei Bands gehören bei ihnen, gell? Ja, ich meine, die ergänzen sich auch gegenseitig und inspirieren sich wahrscheinlich auch so gegenseitig. So. Absolut, absolut. Und, ja, wie ging es engem den Lohn nicht? Oder den, die vielleicht noch ein Null der seht so, den umklingt interessant, ich die man das un. Wo fängst du bei ihnen hin? Und ich meine, das ist vielleicht das Allerschwerste. Weil sich alle Albume so unterschied. Ja. Dann davon auf, was die Person gerne am liebsten lauscht. Das ist eine Person, die nicht ganz viel mit Metal in Verbindung steht, oder als eine Person, die auch echte Herzsachen lauscht hat. Ich persönlich, also mein persönliches Lieblingsalbum aus True North, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich den Album einfach gefräst, wo rauskommt aus geil. Und ich liebe den, ich kenne den immer rumlauschen dran. Das ist wirklich, ich meine, die war ja auch Nummer 1, ne? Bei Dinger. Oder Nummer 2. Nein, du hast noch keinen Podcast, wie der rauskommt. Also, dann nämlich 2019, wo der rauskommt. Wirklich? Ja. Dreck. Ich bin zu weit zurück. Ja, das war dumm, oh, am Kopf war das schon so mein Lieblingsalbum vom Jahr, definitiv, muss ich aber sagen. Wir sind vielleicht zurückgehen und einfach so, wir picken als SEO und wir gucken, was da für gute Albume war. Was hätten wir da geholt für als Top 10 List? So, war das. Da gibt es viele Jahre, wo ich kein decken. Ja, fragt ein bisschen drum forschen, was du was. Oh Gott, viel zu viel zu machen. Viel zu viel zu lauschen oder. Ja, ich meine, an dem Jahr war True North zumindest für als zweimal etwas, was wirklich rausgestacht wurde, dann Perfektionismus. An, ja. Ich so voll, der möchte das nicht viel mehr schlecht, muss ich so. Ne? Nee, ich habe just das Gefühl, also, nicht, dass voll nicht gut ist. Ich meine, Fall hat nicht dieselbe, wie soll ich sagen, die Lieder ändert sich. Da gibt es nicht so viel Sinn, die Lieder so zu werfen, wie zum Beispiel True North oder Winter Fries. Da bin ich da wahrscheinlich recht, So, natürlich ist Fall wahrscheinlich auch an der wahrscheinlich schwersten Phase von als alle guten Sternen. Das macht den Album war längst gebraucht huet eben auch durch Pandemie an alles an ich meine das so am meisten Pause hat also 5 Jahre du tschen da das net grad nicht eng Band ich meine Band muss ja existieren erleben an irgendwie Geld machen vor das as méi wie sicher bei irgend denken von aus 2 stippe mal drauf dass es wahrscheinlich bei dir wird sinn Ende vom Joar irgendwo an eiser Top 10 vertruden dat ging mich ehrlich gesagt gut net wundern an dat auch méi wie belächt méi ech fan am Verglachlo zu den anderen net so gut wéi eben True North oder Winter Fries vu mehr perélech nach eng Tike besser als wie True North e bewelle recht mirau ass mirau méi du gin der recht das guten Album und das du vielleicht net unbedingt gerade en 10 von den 10 Album méi nicht desto trotz ich kann net ausschwätze wann ich furchtbar der Band och lo net ruf wann so se das da immer verdammt guten Album ge auch man so net so net gerade so geil als wie die Anna dat op Niveau gemerk hat prinzipiell wat man machen genau das ist dat das ist dat an ja ich mengen fir Dave Leiit vu net bo nach Garas also du hast natürlich viel zu entdecken viel Konstellationen von verschiedene Musiker ich meine du immer bei geschwo aber 30 Jahre Bandexistenz gell du kann ihn sich gerne verirren an ich meine für alles schon nicht einfach für du schlechtes über die Band zu schwätzen voll man dat Umfang war ja die ganz uncovered Idee war ja mehr Schweizer über Band so gut auf schlecht Phasen hatte me dat ja war mir schon Sache gemäht wo man prinzipiell just iwwer die beim schwärmen an
mir los Ja, einfach dabei ja. Nennen trotzdem uncovered weil mir uncoveren Eis Feelings für die Band genau, Boah, genau, sind genau. so, sind den absolut so einfach nicht Was so Philosoph Philosophen ja ja genau. dummer tun wir alles gesucht mengglisch Ja schmengen Buchnaga als eng interessant Band gibt das eng Chance auch für die Leute die Sachen die progressiv Sache gieren hun noch die Leute die Black Metal Flash gieren hun Leute denke ran wann das net kennt wahrscheinlich kennt es aber auch mehr ja. Da gëtt lo Zeit da dat ze Zeit genau ja und du mat ich mein, du da hat man veralt alles gesot soweit denke noch net viel méi dat wat man gesot hun aus duge oder muss ja auch net alle Episode eng 2 Stunden Episode sinn ne Gottes willen nee dat finde ich net genug Wasser hestogen Film Lei dun natürlich net ja, gut du mat den Wuch bis geschwen ne bei Comedy alle ciao bis dann